Adi und Hanna auf den Amadeus Awards. Ich war bei Hanna Tulnik und wir haben uns auf die Amadeus Austrian Music Awards, absolut langer Name, reingesneakt und es hat... Wir werden uns ansehen, wie gut es funktioniert hat. Let's go. Wir haben uns auf die Amadeus Awards geschmuggelt. Letzte Woche waren die Amadeus Awards in Wien mit den Stars und Sternchen der österreichischen Musikszene. Und wie der Adi gesehen hat, dass Jan Huren-Astor... Digga, dieses Bild sieht voll gut aus. Also von den Farben und so. Juckt niemand. Story von dort gepostet hat, war's klar. Wir müssen dorthin. Und wir haben keine Tickets gehabt, aber dafür einen Manager und am Plan. Wir haben gerade gesehen, dass heute irgendwie diese Amadeus Music Awards sind und haben gedacht, dass du vielleicht bei der Presse anrufen könntest und fragen, ob die vielleicht noch irgendwie 2 Plätze haben oder so. Für so 2 Influencer, die so österreichische und deutsche Musikszene und die sind Yo, ich bin Influencer und ich will an jedes Event, das mittelwichtig ist, mit dem Bloggen in die Welt präsentieren können und ob es noch 2 Plätze hat. Das wäre sehr, sehr funny. Ansonsten schleichen wir uns einfach rein, so ein Ding. Oh ja. Nikita hat sein Bestes gegeben, aber das Ganze war sehr kurzfristig. Digga, wieso sieht dieses Bild so professionell aus? Als wäre es so ein professionell produziertes Professionalitätsbild. Und deswegen einfach nicht mehr so leicht. Ich hab angerufen. By the way, Nikita ist der Manager von Hanna. Grüße gehen raus. Sehr, sehr funny Dude. Sehr, sehr guter Manager. Super last minute. Keep your eyes open on your mails. Fingers. Jeder Manager, ja, keep your eyes open. I got a lot of English words in my repertoire. Ich habe also ein Auge auf meine Mails geworfen und eine Nachricht gekriegt. Eine sehr gute Nachricht. Adi, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt und wir gehen zu den Amadeus Awards. No. Ist das speziell? Wir haben Tickets gekriegt für die Amadeus Awards, was lustig ist, weil wir kommen in den Pressebereich und wir sind tatsächlich gar keine Journalisten. Wir sind renommierte Journalisten. Ab heute sind wir renommierte Journalisten und wir werden Die Journalisten interviewen. Eigentlich haben wir ja gar keine Tickets. Also wir haben halt gefragt, ob wir gehen können und die so, ja, ihr könnt kommen als Presse und das heißt eigentlich, yo, wir haben keine Tickets mehr, aber ihr könnt in den Pressebereich und da gibt's halt nichts außer Wasser mit einem kleinen Bildschirm, auf dem man die Show verfolgen kann und vor allem gibt's keine Aftershow-Party und Das ist das Wichtigste. Das Beste an solchen Events ist immer die Aftershow-Party. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal erwähnen, bei der Aftershow-Party vom Box-Event habe ich kein Alkohol konsumiert. einen roten Teppich. Und das wäre uns schon wichtig gewesen, weil wir brauchen hin und wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Deswegen haben wir einfach daran geglaubt, dass sie alles irgendwie schon fügen wird. ich werde jetzt hier mit diesem Ball prophezeien, dass wir heute Abend die Aftershow-Party betreten werden. Mit DJ Ötzi. Und Andreas Gabalier. Auf wen können wir uns noch freuen heute? Nick P. Ey, ist voll gut geschnitten. Holy shit, wieso kann Hanna das? Hanna, wieso kannst du das? Andreas Gabalier, ich sag ganz ehrlich, Andreas Gabalier, glaube ich, so politisch und so rein, wie sagt man dem? Ich glaube, er ist so ein bisschen rechts, hat so ein bisschen Connections zu Sebastian Kurz, deshalb Turbosass. Andreas Gabalier, wirklich Turbosass, aber wiederum hat er solche legendäre Hits. Ich würde mit Andreas Gabalier ein Bierchen trinken, obwohl ich keinen Alkohol trinke, Chat. Und Semino Rossi. Semino Rossi, Digga! Wir haben 2 Sachen zu erledigen. Warte, okay, wir müssen die Challenges hier draufschreiben. Ja. Wir haben heute Abend wichtige Punkte. Erstens DJ Ötzi-Treffen. DJ Ötzi-Treffen, absolutes Lebensziel von jedem, der über 60 ist. Zweitens an die Aftershow-Party gehen. Und drittens Faxen machen. Outfit-Check. Diese Hose wie auf jedem Event, diese Tasche wie auf jedem Event, diese Kappe, die zum Outfit passt, gleich wie das Hakuma. Im Match das Getränk mit meinem Outfit. Du siehst aus wie eine renommierte Journalistin. Ich bin eine renommierte Journalistin. Wie schaut der renommierte Journalist aus? Alter! Adi, jetzt no joke! What? Ich weiß, du siehst es nicht, aber wir sind farblich aufeinander abgestimmt. Also wenn das nicht 2 Journalisten sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist die Zukunft vom ORF, vom SRF und vom ZDF. Zufällig. Das ist mir relativ egal, denn ich interessiere mich nicht für Farben, ich bin ein renommierter Journalist. Wann gehen wir endlich an das journalistische Event? Ich muss berichten, ich habe eine Berichtssucht, ich muss berichten, ich muss diese Texte schreiben. Es ist mir wichtig, dass von diesem tatsächlich doch sehr, sehr wichtigen Event berichtet wird, dass die Welt davon erfährt, dass die Mütter auch von Andreas Gabalier das Gesicht wieder mal sehen, denn die sind alle horny. Wir sind vielleicht nicht die besten Journalisten. Glaubt ihr, es gibt Müttern, die wirklich so horny sind auf Andreas Gabalier? Beziehungsweise glaubt ihr, dass Andreas Gabalier schon mal irgend so eine Mutter abgeschleppt hat? Einfach so eine Landmutter? Es gibt alles. Ja, wenn ich bei mir in den Chat schaue, Digga, dann merke ich wirklich, es gibt alles, aber im negativen Sinn. Das Event geht um 18:30 Uhr los und wir sind noch nicht da. Hallo! Wir sind in erster Linie Journalisten und in zweiter Linie extrem bekannt. Unsere extreme Bekanntheit hält sich aber in Grenzen. Als wir dann beim Event angekommen sind, ist uns relativ schnell klar geworden, niemand, absolut niemand hat Bock auf uns. Wir waren in diesem
Pressebereich und überall waren Leute, die kontrolliert haben, dass man ja nicht in den falschen Bereich kommt. Aber mit ein bisschen selbstbewussten Gang haben wir es dann trotzdem neben den grünen Teppich geschafft. Und die einzige Aufgabe, die wir jetzt noch hatten, damit wir den Plan weiterführen können, war unauffällig verhalten. Einfach das machen, was die anderen machen. Wir wissen nicht, wieso man dieses Bild macht. Wir haben gefragt, ob wir ein Bild machen können mit diesem Plakat. Und die Fotografen, die das wahrscheinlich so brauchen, hatten gar keinen Bock. Ja, wir sind dann hin, haben das Schild in die Hand genommen und der Fotograf hat die Kamera langsam nach unten fallen lassen. Der hat auf jeden Bock gehabt, außer auf uns. Naja. Adi war aber so schlau und hat gedacht, ja, wir tun jetzt einfach so, als würden wir da hingehören und das hätten wir keinen Plan, dass wir da überhaupt nicht sein dürften. Mit dem Wissen, dass wir keine Einladung haben für da drinnen. Ey, by the way, die Awards, die waren wirklich so... Es wäre funny gewesen, wenn wir uns... Vielleicht schaffen wir es ja noch am Ende des Videos, aber die Awards waren so ein bisschen sassy, weil zum Beispiel auch in der Schweiz die Swiss Music Awards, die sind mehr so kommerziell, also da geht es nicht wirklich um, wer jetzt wirklich gute Musik macht und das war bei diesem Award auch so. Und da muss ich meinen Dinosaurier einfach mal fragen, siehst du das auch so? Siehst du das auch so? Ja, sieht er auch so. Ja, kommen wir jetzt noch rein? Nicht? Das ist komisch. Hat absolut nichts gebracht, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir wollten rein zu den Austrian Music Awards. Ja, aber du musst so weit. Ey, Digga, aber schon der Name. Amadeus Austrian Music Awards, das kann sich keiner merken. Anders geht's nicht. Aber wir schaffen es, wir kommen da noch rein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Egal, war nicht, ich auf. Wir haben es dann mit ein bisschen Selbstbewusstsein wieder zurück in einen verbotenen Bereich geschafft. Huge. So schnell ist man drin wieder. Der Hamster ist im Käfig. Aber das war noch nicht gut genug. Wir wollten doch einfach rein. Das ist wie wenn in der Schweiz die Wilhelm Tell Music Awards. Du hast so einen bekannten Staatsheld und benennst dann nach diesem die Music Awards. Zu den Austrian Music Awards. Und da hatte Adi den Masterplan. Wir können so einer Türsteherin sagen, yo, die haben uns unten gesagt, hier sind noch 2 Plätze frei, Ja. aber wir haben kein Ticket bekommen. Dann kann die nicht nachgucken, welche Plätze das sind und dann öffnet die Tür und Vielleicht sind 2 Plätze frei. Ja. Und dann setzt sie uns dahin. Ja. Dann ist der Hamster aber richtig im Käfig. Nee, das war nicht im Burgtheater, das war im Volkshaus oder Volkstheater. Sehr, sehr geil. Also die Location war Big Baba Bubu. Direkt bei den Museen. Zwiedemü, zwischen den Museen. Zwiedemü. Ja, direkt in der Mitte der Stadt. Was danach passiert ist, kann ich leider nicht sagen, weil wir unsere Kameras abgeben mussten. Aber ich stelle euch kurz nach, was passiert ist. Also wir standen vor dieser Tür zu den Music Awards rein. Ja, uns wurde gesagt, da sind noch 2 Plätze frei. Wir müssen da rein. Gepackt die Bändchen. Ja, das rote Band. Damit kann ich euch nicht reinlassen. Okay. Wir halten fest, wir sind jetzt zwar nicht bei den Awards, aber wir waren am grünen Teppich. Wir wurden vom österreichischen Kinderfernsehen interviewt. wünsche noch viel Erfolg. Ja. Österreich ist besser. Ja, Das war mir jetzt zu viel. und das war's dann auch schon. Ja. War ein schöner Familienausflug. Wir haben unser Bestes gegeben und dafür gekämpft, aber manchmal reicht es halt einfach nicht. Außerdem haben wir weder DJ Ötzi, Semino Rossi, Andreas... Ja, die waren alle nicht da, Digga. Die ganz bekannten großen Sterne, Digga, die waren nicht da. DJ Ötzi war nicht da. Andreas Gabalier war nicht da. Semino Rossi war nicht da. Young Horn war nicht da. Die einzigen realen Stars oder die größte Starin, die da war, meine allergeilsten, war Conchita Wurst, Digga. Und das hat mich gefreut, die zu sehen. Gabalier oder sonst irgendwen getroffen, weil, ich weiß nicht warum, aber die waren nicht da. Die ganze Story hört jetzt an. Ich glaube, die sind einfach so groß, die denken sich so, Digga, scheiße auf diesen Award, das juckt. Die wissen dann einfach, ja, Digga, das brauche ich nicht. Ja. So ein gescheiterter Plan, aber wir geben doch nicht auf. Wir haben nur einen Plan. Nächstes Jahr kommen wir dort als Künstler rein. Und gewinnen einfach einen Award. Ja, wir müssen einfach einen Song rausbringen. Dann sagen wir auf der Bühne, wir haben gewonnen und kamen letztes Jahr nicht rein. Richtig, und es ist total motivierend. Also, falls wir einen Song rausbringen sollen, kommentiert's mal. Bringt einen Song raus. Das ist sehr kreativ. Also. Es ist nicht spannend genug da und deswegen gehen wir jetzt in die Innenstadt, wenn die Party findet. Innenstadt. Also Austrian Music Awards. Ich weiß, ihr habt keinen Bock auf uns, aber wir sehen uns wieder. Aber wenn wir einen Song rausbringen sollen. Das ist doch viel besser als die Amadeus Music Awards. Ja, weil hier gibt es zu essen und Bier. Halt. Ja, was willst du machen? Wir sind nicht drin. Wahrscheinlich sind wir einfach nicht drin. GG. UF, Amadeus Awards, GG. Ihr habt's geschafft. Wir sind nirgends drin. My heart just got stuck